Auf Wiedersehen. Irgendwann ist es einfach mal fertig. Irgendwann ist Mama einfach nicht mehr, vor allem wenn die Aussicht auf Erfolge so klein ist. Und irgendwann ist es einfach auch genug Heu drunten. Jetzt schreibe ich doch schon seit über 3 Jahren, was in unserem Berndeutsch alles schief läuft. Und geholfen hat es genau nichts. Es will einfach nicht bessern, im Gegenteil. Sogar solche, die eigentlich den guten Willen hätten, scheitern zuverlässig an ihren Gewohnheiten. Manchmal treffe ich jemanden, der mich lobt. «Super, was du schreibst, das lese ich gern. Ist doch auch wichtig, dass wir zu unserer Muttersprache Sorge haben.» Und als nächster Satz kommt: «Besonders die 2 letzten Kolumnen haben mir gut gefallen.» Die Keiben Berner sind einfach beratungsresistent. Was soll ich denn da noch machen? Alle 2 Monate ein gut gemeintes Textchen mit kuschelpädagogischen Denkanstößen reicht ganz offensichtlich nicht. In meiner Enttäuschung habe ich vor einer Zeit wieder angefangen, die Leute beim Reden zu korrigieren. Zuerst habe ich nur meine Verwandten und Kollegen auf ihre vielen Fehler aufmerksam gemacht. Mit der Zeit aber auch in der Schule weitergefahren. Am Anfang im Lehrerzimmer und später auch in den Lektionen, wo ich konsequent nur noch Berndeutsch geredet habe, sodass die Schüler in Mundart wenigstens ein mustergültiges Vorbild haben. Ich habe mir sogar einen Hut gebastelt, in den Berner Farben, wo «Berndeutsch Wachmeister» drauf gestanden und bin mit dem durch die Züge, in die Beizen, an Fest und an Parteiversammlungen gegangen. Bei jedem Fehler, den ich gehört habe, habe ich die Schuldigen gerade gestallt. Ich habe erklärt, dass ihr unbedarfte Glier meinen Ohren wehtut und dass sie ganz generell einfach rücksichtslos und unanständig sind. Bei Reden an den Versammlungen konnte ich ja meistens nicht direkt zum Sünder her können. Darum habe ich in diesen Fällen Korrekturen gerade im Moment reingerufen, mit dem Vorteil, dass so alle etwas davon hatten. Aber auch das hat mich noch zu wenig nachhaltig gedünkt. Ich hatte das Gefühl, ich müsse noch einen Gang aufschalten. Darum habe ich angefangen, alle grosse Pflaster mitzunehmen und habe, wenn wieder jemand etwas Falsches rausgelassen hat, denen gerade so eins auf die Schnur geklebt. Das hat wenigstens ein paar Minuten geholfen. Und das Reden ist ja nur das eine. Natürlich habe ich auch gegen die schriftlichen Grammatikentgleisungen den Kampf aufgenommen. All das Seich, das auf verschiedensten Werbeplakaten steht, bin ich mit einem grossen Kübel roter Farbe in so manger Nacht überstreichen. Aber auch hier, meint ihr, beim nächsten Plakat hat es gestummen? Könnt denken. Auch von allen denen, die ihre berndeutsche Todesanzeige von mir korrigiert haben, zurückbekommen, hat kein einziger anständig Merci gesagt. Schlussendlich habe ich mich noch bei der Stadt erkundigt, ob man nicht Serie, die böswillig wieder die gleichen Berndeutsch-Fehler machen, können auf Zürich ausschaffen. Es erstaunt mich sicher nicht mehr. Kooperationsbereitschaft gleich no. Darum ist jetzt einfach genug. Irgendwann ist das Fuder überladen, ist das Fass überlaufen oder Mist gekarlet. Etwas abzuschliessen hat ja auch eine positive Seite. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder mehr Zeit für meine Freunde. Nur kann ich letztens irgendwie niemand mehr von denen. Die gehen alle schon etwas anderes los, wenn ich anrufe. Komisch. Also, heit's gut. Ihr vermisst mich auch kaum in dieser Zeitung. Hättet ja sowieso alles gerade wieder vergessen, was ihr hier noch hättet gelesen. Überhaupt will ich eher ein bisschen weniger arbeiten. Das hilft auch noch gerade jetzt, den Schlusspunkt zu setzen. Zum Glück bin ich für das mit meiner Kolumne gerade heute eingeteilt. Nicht erst in einem Monat, am 1. Mai, am Tag der Arbeit. Das wäre ziemlich unpassend gewesen. Der heutige Tag hingegen ist perfekt. Schimpfwörter sind Glückssache. Jetzt habe ich mich doch am 1. April an dieser Stelle definitiv abgemeldet. Und bin gleich schon wieder da. Für die, die es dann nicht gemerkt haben, es war eben wirklich nur ein April-Scherz. Ich habe gemeint, wenn ich so dick auftrage wie beim letzten Mal, sei das sicher für alle klar. Weil das ganz offensichtlich nicht so war, möchte ich darum auch noch das loswerden. Ich lasse mich überhaupt nicht frustrieren und nehme die Sache mit dem korrekten Berndeutsch schon lange mit Humor. Meine Texte waren schon für die gedacht, die ihre Sprachsensibilität behalten und sich darum an solchen Spitzfindigkeiten freuen, wie ich sie hier manchmal auftische. Die anderen können und sollen selbstverständlich reden und schreiben, wie und was sie wollen. Ich habe nie damit gerechnet, dass sich irgendjemand wirklich belehren ließ und nur ein einziges Wörtchen in seiner Sprache änderte. Die Chance wäre höchstens noch bei Kindern da. Aber auch die reden spätestens ab der Pubertät ganz sicher so wie die Mehrheit von ihren Gespendli und kaum mehr, wie es die Eltern gerne hätten.
All das hält mich aber nicht davon ab, hier noch ein bisschen den Dünki-Shot, ja genau, der mit den Windmühlen, zu zelebrieren. Und ich freue mich ab der Leserschaft, die damit etwas anzufangen weiss. Für alle anderen habe ich eine Idee für eine Therapie. Wenn ihr jetzt richtig verrückt seid, dass ich auf diesem Kanal noch nicht weg bin vom Fenster, dann ruft doch einfach mal laut. Könnt die Wörter auslesen, die euch am besten gefallen. Gott verdammt, heitere Fahne, Hure Siech, Potz Himmelriemen, Gottfried Stutz, Herrgott Sterne, Gottverdeckel, Potz Sakrament, Heilige Beck, Stecken Töri, Goppeletti, Heiland Sack, Dami Siech, Himmelblütter, Potz Wüstiwoche, Gottvertori, Heiland Donner, Sterne Siech, Gottfried Stüdeli, Heilige Bimbam, Heimatland, Lago Mio, Gottvertelli, Potz Himmelsiech, Gottfried Huber, hat 1000 abeinander, Pfeifendeckel, Hafenkäse, Kutzenmist. Wenn es nicht gut anhat oder gerade so schön im Schuss seid, könnt ihr ja noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht so. Was? Jetzt ist der Gang noch da. Das ist doch oder es. Könnt ihr auslesen? Löw, blöde Siech, Glünki, Sörmu, Braschaueri, Lumpenhung, Fotzucheib, Birre, Beieresu, Dummenhagu, Gigu, Jolly, Möff, Stürmisiech, Pumpi, Tschumpu, Schafsäcku, Tubu, Arschgiege, Säuniku, Muckigring, Kamuff, Höseler, Tralliwatsch, Büffel, Granny, Süchu, Alpenkalb, Galöri, Schnebizack, Liribenz, Tränen, Bündel, Hölzu, Bloderi, Nervsack, Dummenkeib, Ziegu, Gorilla Blauarsch, Trau, Schleimscheisser, Mürku, Panne, Sauhung, Pflock, Hohle, Siech, Hudilump, Birrenwichser, Wichsbirren, Pralaki, Memme, Knuppensager, Fagant, Guak, Zirpegigu, Lauerisiech, Gederhechel, Arschkantenfilet, Habasch, Grüsel, Webstübeler, Lappi, Uhung, Schnurrisiech, Milchbubi, Blöffsack, Zwängring, Trampu, Röckli, Holo, Bohnenross, Gnieti, Lackaff, Plagöri, Fötzu, Knüs, Chauderi, Pinkel, Weichschnäbeler. Schade bin ich keine Frau, sonst hättet ihr auch noch diese Möglichkeiten. Schäse, Räf, dumme Zwetschgen, Haghuri, Kleekuh, Trostpreis, Gumsle, Docku, blöde Gibe, Kuderluri, Ribise, Tüpfi, Saumohren, Baben, Totsch, Nederweib, Gurren, Tascheli, Straubenhaken, Gegsnase, Ruch, Drucken, Schlitzgiegen, Güezi, Kuhfüdle, Tschudi, Trulla, Huschi, Müsle, schwangere Bergenten. Noch ein letzter Zwischensport vor dem Ziel. Zuerst den Rücktritt bekannt geben und dann gleich weiterschreiben. Geht's eigentlich noch? Bist nicht ganz backen? Hast einen Ecken ab? Schleift's? Aber sonst bist du gesund. Hast ein warmes Joghurt im Sack? Hat's dir in Weizen geschneit? Bist du gebissen? Hast einen Flick fort? Hat's dir ins Hirn geschissen? Bist nicht ganz 100? Hast Mehl am Ärmel? Aber sonst geht's. Und hier wäre dann noch das passende Schlusswort an mich. Verreis, halt den Latz, zieh Fäden, fahr ab, schieb ihn, hau sie in den Topf, putz dich fort. Hab doch einfach mal die Schnurren.